Action. Die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus und die Liebe von Gott dem Vater und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist ist mit uns allen. Amen. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Wir strahlen das Video aus, nicht von der Kirche, sondern aus dem Pavillon Lütwil. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir werden zusammen heute zwei ermutigende Abschnitte aus der Bibel zusammen betrachten. Wir fangen an mit dem Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 um dich herum sterben, dich trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen. Löwen werden dir nichts anhaben, und auf Schlangen trittst du ohne Gefahr. Gott sagt, er oder sie liebt mich von ganzem Herzen. Darum will ich sie und ihn erretten. Ich will sie und ihn schützen, weil sie und mich kennt und ehrt. Wenn sie und er zu mir rufen, erhöre ich sie und ihn. Wenn sie und er keinen Ausweg mehr sehen, bin ich stets bei ihnen. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. In dem Psalm kommt auch eine Schlange vor der Gott uns beschützt. Der Coronavirus stammt wahrscheinlich von einer Fledermaus, wo dann aufgefressen wurde ist von einer Schlange. Und die Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan haben dann diese Schlange gegessen. Und so ist der Virus von den Tieren zu den Menschen übergegangen. In Italien und Spanien gibt es momentan so viele Menschen, die am Coronavirus verstorben sind, dass sie teilweise gar nicht mehr richtig bestattet werden können. An der Börse hat es einen regelrechten Aktiencrash gegeben, mit vielen Kursverlusten. Auch viele Bewohner von unseren Dörfern sind von Kurzarbeit betroffen. Wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns wird zukommen und wie lange wir noch daheim ausharren müssen. Wir stellen uns die Frage, auf was können wir uns verlassen? Der Psalm 91 gibt uns eine Antwort. Gott ist unsere Zuflucht und unsere sichere Burg, in der wir sicher sind. Gott beschützt uns vor Krankheiten und vor anderen Gefahren.
Das ist in der Bibel die eine Seite der Medaille, dass Gott uns beschützt. Die andere Seite besteht in unserer Eigenverantwortung. Auf die werden wir auch eingehen anhand von einem zweiten Bibelabschnitt. Gott hat einmal gesagt zum König Salomo in der 2. Chronik: Wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und das Land heilen. Die Bibel sagt es uns ganz klar: Gott braucht Hungersnöte, Heuschreckenplage und auch Krankheiten, um uns aufzurütteln. Gott könnte diese schlimmen Sachen auch verhindern, aber er tut es oftmals zulassen. Und wir fragen uns, wie kann der liebe Gott solches Leid zulassen? Genau wegen dem, weil er uns liebt. Gott rüttelt uns auf, um uns rauszurufen aus dem Leben ohne ihn und uns einzuladen in die Nachfolge von Jesus Christus. Wir wollen am liebsten, dass Gott einfach so unser Land heilen von der Corona-Krise, dass wir einfach so nachher weiterleben, wie wir vorher gelebt haben. Aber Gott sagt, dass wir uns zuerst einmal demütigen sollen. Demütigen heisst anerkennen, dass es einen Gott gibt, der am allerhöchsten ist. Denn zweitens, dass wir zu Gott beten sollen. Das heisst, mit Gott reden. Die Kirchenglocken in Leutwil werden jeden Abend um 19:30 Uhr einladen zu einem 5-minütigen Gebet. Es ist auch eine Möglichkeit, dass man sich jeden Abend Zeit nimmt und sagt, ich will mit Gott bewusst Kontakt aufnehmen. Das Dritte ist, Gott sagt, wir sollen sein Angesicht suchen. Wie können wir das machen? Gott ist ja unsichtbar. Aber wir können das Angesicht von Gott suchen, indem wir in der Bibel lesen. Indem wir sagen, wir nehmen uns Zeit für das Wort von Gott. Wir können das machen, wenn wir täglich die Losungen lesen. Das ist immer ein Vers aus dem Alten Testament und ein aus dem Neuen Testament. Oder wenn wir ein Kapitel in der Bibel lesen oder auch eine Hörpredigt hören. So kann Gott zu uns reden und in unseren Alltag hineinreden. Viertens sagt Gott, wir sollen umkehren von unseren bösen Wegen. Das können wir machen, wenn wir Gott unsere Sünde bekennen in einem Gebet und wenn wir sie meiden. Wenn wir diese 4 Schritte machen, dann tut Gott versprechen, erhört er unsere Gebete und er vergibt uns unsere Schuld und heilt unsere geliebte Schweiz. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus Christus viele Menschen geheilt hat von ihren Krankheiten. Er ist der beste Arzt. Jesus hat das gemacht, um uns seine Liebe zu zeigen. Im Neuen Testament ist die Reihenfolge oftmals anders als im Alten Testament, dass Jesus zuerst Menschen heilen und erst nachher machen sie die 4 Schritte. Demütigung, Gebet zu Gott, Gottes Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren. Aber die 4 Schritte bleiben trotzdem wichtig, auch gerade für uns heute. Jesus hat Menschen nicht nur geheilt von körperlichen Krankheiten, sondern auch von seelischen Leiden. Jesus befreit uns auch von unserer Angst, auch gerade von unserer Todesangst, von der Angst, dass wir mal sterben müssen oder dass auch geliebte Menschen um uns herum einmal sterben müssen. Wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, dann tut er uns erneuern an Körper, Seele und Geist. Und dann kann sogar die Corona-Krise für uns
zur Chance werden. Die Corona-Krise hat uns 2 Grundwahrheiten aufgezeigt, dass wir Menschen erstens nicht alles im Griff haben und dass wir zweitens sterblich sind. Die Bibel zeigt uns Lösungen auf für beide von diesen Problemen. Dass Jesus Christus eben nicht nur gestorben ist für unsere Sünden, sondern dass er auch auferstanden ist von den Toten, dass Jesus lebt, dass er den Tod und unsere Sünde besiegt hat. Jesus hat erstens alles im Griff und zweitens werden auch wir ewig leben, wenn wir ihm vertrauen. Wegen dem können auch wir uns voller Vertrauen an Gott wenden und ihm sagen: Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Amen. Wir beten miteinander. Ich lade alle ein, ins Gebet mit einzustimmen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns liebst und dass du alles im Griff hast, auch wenn wir unsere Zukunft nicht kennen. Wir danken dir, dass du uns alle unsere Schuld vergisst und wir dank Jesus eine Hoffnung aufs ewige Leben bei dir haben. Wir bitten dich für alle Menschen, die an Hunger, Heuschreckenplagen und Krankheiten leiden, dass du sie trösten und dass sie dich dürfen als persönlicher Herr und Heiland in ihrem Leben annehmen. Wir bitten dich auch für uns, für Kraft und Liebe in dieser schwierigen Zeit, dass wir offen sind für dich, wo wir auch mit Menschen Kontakt aufnehmen können, die wir schon länger nicht mehr getroffen haben und ihnen auch von deiner Liebe erzählen. Was uns persönlich bewegt, legen wir dir in einem Moment von der Stille an. Alle unsere Gebete fassen wir zusammen im Unser-Vater-Gebet, wo Jesus uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle kann ich auch noch ein paar Mitteilungen weitergeben. Herzlich danke ich Mike Melching, der mir geholfen hat, das Video aufzunehmen. In dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Wenn Sie froh sind um regelmäßige Telefonanrufe oder Briefe mit ermutigenden Botschaften von der Kirchengemeinde, dann melden Sie sich bitte bei mir unter der Telefonnummer 062 767 60 90 oder unter meiner E-Mail-Adresse michael.freiburghaus@kirchengemeinde.ch. Aktuelle Informationen gibt es regelmässig auf unserer Homepage www.kirchengemeinde.ch. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist für das allgemeine Spendgut bestimmt. Damit werden unterschiedliche Ausgaben von der Kirchengemeinde gedeckt, wie zum Beispiel die Seniorennachmittage, die Alpha-Life-Kurs oder die Losungsbücher, die amigs als Geschenk verteilt werden. Ich empfehle Ihnen die Kollekte ganz herzlich und verweise für Kontoangaben auf unsere Homepage. Jetzt spreche ich den Segen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Amen.